Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurn. Jetzt Kasperl. Leute, wir machen weiter mit der Scheiße hier. Ich werde jetzt hier Sachen vorproduzieren. Also dieses ist das erste Video. Ich mache jetzt ein paar hintereinander, die ich dann hochlade und zu verschiedenen Zeiten veröffentliche, weil ich die kommende Woche nicht da bin. Also dieses werdet ihr wahrscheinlich am heutigen Montag noch kriegen. Die weiteren dann später. Einfach nur, damit ihr was zum Schauen habt und es euch nicht so langweilig wird. Ich sag, diese ganzen Bärchen-Leaks monetarisieren kann ich die sowieso nicht, weil ihr wisst es, ich weiß es. Es geht immer wieder um Snoo. Und zwar auf die ekelhafteste Art und Weise, die man sich nur vorstellen kann. Na gut, wir schauen wieder beim Heiligen Ofenkäse. Sind jetzt bei Teil 3 angekommen. Geh mal einkaufen. Ich skippe wieder nur auf die Ausschnitte, wo es da tatsächlich um die Konversation zwischen den beiden hier geht. Wie immer, wer sich die Ausführungen vom Ofi anhören will, schaue sich das entsprechende Ofi-Video an. In diesem Sinne bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer Bockzeicherer, Sammermehrer, Geistzeicher Häube auf. Mir ginge einer in Rainer. Wenn du ein bisschen Vanillezucker mitbringst, mache ich dir meine speziellen Vanillepfannkuchen. So wieder Zucker. Ist das jetzt, also ganz ehrlich, also Punkt Nummer uno, ne? Rainero Vinglero. Man kann auch Vanille nehmen oder Vanilleextrakt oder sowas, um Vanillegeschmack in einem Pfannkuchen reinzukriegen. Also, aber natürlich, es muss Vanillezucker sein, weil es geht primär ja um den Zucker. Also die sollen praktisch, ich weiß nicht, ob was er glaubt, womit sie reist. Ich weiß nicht, ob die mit den Öffentlichen kommen ist, mit dem Auto, ne? Oder mit so einer alten, Karawane irgendwie aus dem Orient oder sowas. Bringt Zuckergewürze mit, vielleicht noch ein Fassal mit Pfeffer. Safran. Ja, für den Lord. Leck mir am Arsch. Das ist halt einfach so. Jo, komm vorbei, aber sagen wir mal so, unter 5 Kilo Zucker brauchst du gar nicht aufschlagen. In verschiedenen Auswirkungen. Auf jeden Fall Vanillezucker und Zimtzucker, normaler Zucker, was gibt's noch? Candice-Zucker, dann, keine Ahnung, Kornsirup oder so ein Scheiß. Vanillezucker. Den Drachen im Mittelalter hat man Jungfrauen geopfert. Ihm bringt man, er hätte zwar auch gern Jungfrauen, die sich ihm opfern, aber ihm bringt man erstmal Zucker dar. Damit das Dorf nicht niederbrennt. Zucker. Ja, kann ich mal schauen, ob ich den finde. Oh, kann ich mal schauen? War nicht die Antwort, die er hören wollte. Da wird gleich mal wieder wütend geräuspert. Ja, ein paar Lebensmittel wären definitiv nicht verkehrt. Was da? Ja, fein. Was sonst? Du sollst da nur ein Tragel Bier mitbringen, ne? Oder einen neuen Rechner. Alter, das ist unfassbar. Klar, Ofi hat ja inzwischen auch gesagt, dass zu dem Zeitpunkt wohl der Bärchenmodus voll eingesetzt war. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nicht schon von Anfang an so geplant war und von Anfang an eine geplante Bärchenaktion war. Vor allem eben, weil
ja den Kontakt schon vor einem Jahr gab und der da schon abgebrochen wurde aufgrund von, ja. Aber, das ist aber die Krönung der Dreistigkeit so. Ja, du kannst bei mir vorbeikommen, ja, aber nur, wenn es Snoo gibt, du Zucker mitbringst und am besten die komplette Speis Anno auffüllst. Dann nimm mal einfach 200 Euro in die Hand und dann machst du mal so einen Einkauf für mich, damit ich mal ein paar Wochen lang nimmer den Uwe zum Supermarkt schicken muss. Ey, ist unfassbar einfach. Du halt so mitbringen könntest. Du kannst ja theoretisch gesehen auch nochmal irgendwo einkaufen, bevor du. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Klar, weißt, wenn ich ein Date habe und ich sage, hey, ich koch uns was. Und das Date kommt an. Beziehungsweise, ne, das Date ist auf dem Weg. Und ich habe vielleicht mit Kochen schon angefangen, ich habe aber irgendeine Zutat vergessen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oliven. Ich möchte irgendwas machen, Oliven sind ein Bestandteil davon. Und mir fällt dann ein, während ich alles herrichte zum Kochen anfangen, so, oh fuck, Oliven habe ich vergessen. Dann, dass ich dann noch mal schnell schreibe, hey, ist jetzt ein bisschen blöd, ich war vorhin einkaufen, ich habe fast alles gekriegt, ich habe bloß vergessen, Oliven zum Kaufen. Kannst du vielleicht noch schnell Oliven mitbringen? Schön und gut. Aber, jo, komm auf jeden Fall zu mir, Ultimatum habe ich da schon gestellt. Dann gibt's Snooze und bitte geh vorher nochmal einfach komplett für mich einkaufen. Einfach alles, was du dir an Lebensmittel leisten kannst, her damit. Wenn du herkommst, dann kannst du auch ein paar gefrorene Sachen mitbringen. Die Ja. kann man dann beim Uwe in die Gefriertruhe schmeißen. Ja, das hebt dann nur Zeit. Der Uwe wird sich auch freuen, wenn du ihm seine Gefriertruhe mit deinem Schlangenfraß vollmüllst. Nee, eben nicht. Ich kenne den Weg vom Bahnhof bis zum Uwe und der Bus nur alle 2 Stunden fährt. Was du auch machen kannst, wenn du Geld mitbringst oder was, du kannst ja auch eventuell die Christine oder so fragen, ob die fährt. Ja, bring Geld mit. Bring Geld mit. Ist die Christine? Sag's mal, bin jetzt deppert. Ist die Christine nicht die Nachbarin mit der kleinen Tochter, die ihn angezeigt hat? Ist jetzt die Aussage, yo, Meudel, bring Geld mit, dann kannst du die Nachbarin, die mich aufs Blut hasst, weil sie glaubt, dass ich ihrer Tochter was getan habe, fragen, ob sie dich zum Supermarkt fährt, damit du von deinem Geld für mich Fressalien kaufen kannst. Ist das jetzt gerade die Frage? Sag mal, wie viele Schlaganfälle muss der Mann gehabt haben, dass er das für eine gute Idee hält? Oder generell für eine Idee, die er irgendwie anbringen kann? Keine Ahnung, wenn ich die Christine dann da wäre, also vorausgesetzt, ich bin mir ziemlich sicher, oder? Viel mehr Leute wird es ja dann nicht geben. Und ich hätte ihn angezeigt wegen sowas. Und er kommt ja im Übrigen, dass die Mulle, die ich im Internet kennengelernt habe, hier Barne dabei. Nimm doch die mal schnell, fahr mit der zum Supermarkt und kauft's mal was ein. Weil ich kann ja nicht vor die Tür gehen und Führerschein habe ich auch keinen mehr. Ja, den würde ich gewaltig aufs Dach scheißen, oder? Ich frage gerade immer einen Uwe, der Uwe bringt mir immer Zeug mit. Die fahren ja heute auch einkaufen. Ja, dann gib doch am Uwe Geld. Ach so, ja, okay, da haben wir das Problem. Du hast ja kein Geld mehr. Seitdem auf Digidi Dockidi und auf Dibi nicht mehr gebettelt wird, ja, hast du keine Barne mehr. Das ist das Problem. Und die Barne vom Amt, die lassen noch ein wenig auf sich warten und solange sitzt er ein bisschen auf dem Trockenen. Das ist der Punkt. Die haben immer so feste Tage, glaube ich, an denen die fahren. Das ist immer so Donnerstag oder Freitag, ganz selten auch mal Samstag. Also es sind feste Tage. Es sind schon mal mindestens die Hälfte der Werktage, mit denen du einkaufen kannst, sind schon mal die festen Tage, an denen sie fahren. Also sie fahren halt, wenn sie was brauchen. Keiner. Jemand hier sieht, ist es ja nicht ganz so schlimm, wie wenn mich jemand sieht. Ja, wenn du gedoxt wirst, ist mir ja scheißegal. Hauptsache, du bist vorhin nur zum Supermarkt gefahren und hast mal mein Kühltruhenfraß gekauft von deinem Geld.
Vor allem, wenn du mit der Christine unterwegs bist, kannst du ja auch eine Freundin von der Christine sein. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Freunde werden. Dass wenn Hater dich sehen, kann er. Es sei denn, sie ne, offenbart sich ihr als Haterin und als Bärchen, dann könnten sie Freunde werden. Wenn die glaubt, dass hier das Bärchen tatsächlich irgendeine Mulle von dir ist und dir wohlgesonnen ist, dann wird die mit dem Arsch nicht anschauen. Passieren, dass Hater dich anquatschen. Oh, weißt du, ob da irgend so ein Fettsack wohnt? Außerdem ist der Vorteil, dass die. Das ist auch dir im Übrigen. Das ist also ein super nachvollziehbarer Gedankengang. Es werden einfach, die Hater, die laufen halt einfach da rum und die sprechen einfach jeden Menschen, den sie sehen, an, wegen Rainer. Rainer, du überschätzt deine Wichtigkeit für diese Leute. Aber grandios. Oh, da im Supermarkt, da sind Menschen, die kennen sicher den Rainer. Die fragen wir jetzt einmal. Nein, glaube ich nicht. Und wenn doch, dann können sie sich gleich mit in der Bude einmieten. Deine neuen Nachbarn werden. Außerdem ist der Vorteil dann, dass die gar nicht erst an dich groß denken. Also ich will keine. Hä? Der macht doch schon wieder irgendwas im Hintergrund. Da wird doch schon wieder Cookie-Clicker gespielt, oder? Da wird doch schon wieder Cookie-Clicker gespielt. Also der Vorteil, ist, dass die gar nicht groß an dich denken. Das macht überhaupt keinen Sinn, Rainer. Es macht überhaupt keinen Sinn. Im Übrigen, ich bin begeistert davon, was KI inzwischen machen kann, gerade bei der, was Bilder erzeugen angeht. Aber bei manchen Sachen, ich bin bei diesem Bild immer so fokussiert auf diese kleinen Fehler, die die KI reingeschissen hat. Also erstens, er hat viel zu viele Zähne. Und zwar nicht nur, weil ihm die rausgemettelten fehlen, sondern schaut mal da unten, da bestehen stellenweise Zähne aus mehreren Zähnen. Ich weiß nicht, dass der Kinnbart schief abgeschnitten ist, das ist vielleicht, ne? Aber dann hat die Weste oder Jacken oder die er da anhat, hat auf beiden Seiten Knöpfe und einen Reißverschluss. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und irgendwie wächst ihm Fell aus dem Ohr. Ich weiß es nicht. Fotos von mir im Internet haben. Nee, das brauche ich nicht. Ja, das ist verständlich. Ja, wenn wir mal zusammenziehen sollten, ist ja. Wie kommen wir denn jetzt schon wieder auf Zusammenziehen, Rainer? Wie? Kommst du von, wir haben uns letztes Jahr ein bisschen geschrieben, ich habe dich mit meinen widerlichen Anspielungen und Nachrichten abgeschreckt. Wir schreiben jetzt wieder, hab schon wieder dieselben widerlichen Anspielungen und Nachrichten geschrieben. Hab dir erzählt, ich suche überhaupt gar nichts Festes, sondern nur Snoo, weil ich habe genug Freunde. Haha, haben wir gelacht. Wie komme ich von dem, und das scheint ja noch vor dem ersten Treffen zu sein, wie komme ich von dem auf wir ziehen zusammen? Haben wir da vielleicht ein paar Schritte übersprungen? Kann das sein? Schon klar, dass das trotzdem der Fall ist, ne? Ja, freilich. Wenn es denn so ist, dass sie kommt und dich on the spot heiratet und ihr zieht dann zusammen endlich in den Palast, den du verdient hast, deiner Meinung nach, finanziert von ihr, selbstverständlich, dann ist es unvermeidlich, dass die irgendwann an die Öffentlichkeit kommt. Aber Reini, wie? Wenn wir nach Nürnberg ziehen, würde ich empfehlen, in der Nähe vom Bahnhof oder in der Nähe von der Polizeistation. Das ist der Gedankengang von Reini ist, dann hat die Polizei keine Ausrede mehr, warum sie nicht kommt. Ne? Wenn er direkt daneben wohnt. Rainer, zieh doch in die Polizei. Rainer, geh doch endlich in Camp Knacki. Da hast du die Polizei permanent um dich rum. Ne? Und da tut der Quiz kein Hater was. Da klingelt auch keiner.
da schmeißt ein Corner die Scheiben ein. Und, und die kaufen auch für dich ein. Also du musst da, also bist voll versorgt praktisch. Mach doch das. Alter, ich zieh direkt neben die Polizei. Dann kennt er die gleich Kämmer, wenn die böse Hater kommen. Ja, Rainer, da können die schneller kommen, um dich einzusacken, wenn jetzt dann endlich einmal irgendeine von den vielen, vielen Anzeigen, die du kassiert hast, kleben bleibt. Ist unfassbar. Die ziehen gleich am Bahnhof oder neben die Polizei. Zieht's doch zusammen auf den Zarenstein. Ja? Da kaufst du so ein großes Zelt oder ja, und das stellst du so hin, dass er über 2 Zarensteine drüber geht. Und dann sitzt sie auf dem einen und du auf dem anderen und dann kannst du da drinnen Fressi und Bumsi machen, oder? Und wenn irgendjemand was tut, dann hat die Polizei gleich neben dran. Einwandfrei. Ja, also denk bitte daran, die haben sich zu diesem Also, Zeitpunkt... warte mal, das ist Ofi. Wir, Pause machen, vorspulen. Und weiter geht die lustige Fahrt. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Naja, weit entfernt ist sie nicht. Wie gesagt, direkt am Bahnhof ist, wie gesagt, die Polizeistation von der Bundespolizei. Und Man hört's klicken im Hintergrund. Habt ihr es gehört? Man hört es klicken. egal, jedenfalls, Der Cookie klickert hat im Hintergrund. Klick, 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 klick. Die Polizeistation, also auf jeden Fall, es ist so fürchterlich respektlos einfach. Und ganz ehrlich, ich hab das als junger Kerl auch mal gemacht. Ich habe euch mal erzählt in einem von den letzten Videos, dass ich hart auf Dark Age of Camelot hängen geblieben bin. Das ist lange, lange her. Und ich war sehr unreif zu der damaligen Zeit und ich war halt wirklich, ich war halt hooked. War ein bisschen Dark Age of Camelot süchtig, kann man schon sagen. Und ich habe mit meiner damaligen Mulle telefoniert und habe halt nebenher gedaddelt. Die hat das auch mitgekriegt, weil ich halt abgelenkt war. Weil ich ihr nicht meine komplette Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und die Beziehung ist auch in die Brüche gegangen. Und ganz ehrlich, ich wundere mich heute nicht mehr, warum. Weil man so etwas nicht macht, weil das respektlos ist, weil das dem Gegenüber sagt, hey, du bist mir nicht wert, dass ich dir jetzt gerade meine komplette Aufmerksamkeit schenke, weil ich lieber noch was anderes machen will. Ja, dann heirate das. Ja? Wongel und Cookie Clicker pronounce you man and game oder was auch immer. Ogre and game. Es ist abartig respektlos. Vor allem, wenn jemand schon so wenig RAM im Schädel hat, dass der Arbeitsspeicher praktisch schon permanent überlastet ist von den einfachsten Handlungen des alltäglichen Lebens. Dann nebenher nur irgendwas daddeln, während er mit der Alten telefoniert. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Da wundert's mich richtig, dass du noch nicht verheiratet bist. habe ich jetzt den Faden verloren. Toll. Ja. Also ich würde Du hast den Faden verloren, weil du Cookie-Clicker spielst im Hintergrund. auf jeden Fall gerne nach Nürnberg gehen. Mhm. Gehst du nun was essen oder wollen wir noch irgendwas zusammen spielen, bevor du gehst? Wollen wir wetten alles auf ihre Kosten, weil er ist Bürgergeldempfänger, ne? Und sie muss da auch einkaufen gehen, weil er kann sie ja nicht vor die Tür trauen. Wir können spielen Der Wurm und das Loch. Jo, Digga. Jo, genau. Ich weiß nicht, was ich dazu nur sagen soll. Jo, zocken wir jetzt noch was? Ja, können spielen Der Wurm und das Loch. Wir können auch spielen Die Faust und das Gesicht. Soll ich auch sagen, solltest du vorsichtig sein, wenn du hier bei mir bist? Was? Ja, solltest du definitiv vorsichtig. Ganz ehrlich, was? Ja, ich spiele Der Wurm und das Loch. Sei mal vorsichtig. Ja, sei vorsichtig. Warnt er sie jetzt gerade, dass er potenzieller Triebtäter ist? Ist das gerade die Aussage?
Ist das so ein Ding? Ja, sei vorsichtig, wenn du bei mir bist, weil ihr habt mich nicht im Griff und es kann sein, dass ihr übergriffig werdet. Das wäre jetzt probieren. Und es kann es dir mal schnell passieren, dass du auf meinem Schoß sitzt, meine Zunge in deinem Mund, meine Hände auf deinem Po. Komisch, wenn er solche Geschichten verzeiht, dann ist Cookie Clicker auf einmal nimmer interessant. Darauf kann er sich konzentrieren. Übers Gespräch mit ihr, wenn sie irgendwas nicht, also wenn es nicht um Snoo geht, ist ihm alles scheißegal, da wird im Hintergrund gezockt. Aber auf das kann er sich konzentrieren. Da ist auf einmal kein Cookie Clicker mehr. Ja, das kann schon passieren. Aber nur, wenn sie sich bewusstlos gesoffen hat oder sonst irgendwie ausgenockt ist. Weil wir haben ja mitgekriegt, was dann passiert ist. Ne? Die hat dir mehrfach gesagt, du sollst deine Bratzen von dir weglassen und du hast nicht dergleichen. Du. Dann ist sie zu Uwe in die Taverne runtergeflüchtet. Und ganz ehrlich, in Gegenwart von Neonazis fühle ich mich nicht sicher. Und wenn sich jemand in die Gegenwart von Neonazis flüchten muss, um sich sicher zu fühlen, dann spricht das Bände über das Sicherheitsgefühl, das die Person hatte, wo sie mit dir allein in diesem Zimmer war. Finsterste Nacht. Finsterste Nacht geboren. Und Ey, jetzt fängt die Scheiße wieder an. Ihr erinnert euch, ich meine, das war über die Jahre ganz oft, aber das hat angefangen damals, wo er gemeint hat, er erzählt die Geschichte der Drachen, wo er mit seinem Stecken da gesessen ist. Und seinem komischen Umhang und dann da gelabert hat und meint, ja, er schüttelt jetzt die Story einfach so aus dem Ärmel, Skript schreiben ist für Anfänger und da nur vor sich hingestammelt hat. Das ist dieselbe Scheiße. um das Böse zu vernichten. Du findest es gut, wenn ich mit meiner Stimme runtergehe. Nein, Rainer, niemand findet es gut, wenn du mit deiner Stimme runtergehst. Wir fänden es gut, wenn du vom Internet runtergehen würdest. Rainer, geh einfach runter. Egal wo, aber nicht mit der Stimme. So geh in den Keller und bleib da. Die Hater machen sich immer so lustig drüber, wenn ich sage, oh, my honey. Ja, es ist halt auch fürchterlich cringe, Rainer. Rainer, es ist auch fürchterlich cringe. Rainer, das hat das Niveau von dem fiesen Fettsack von Austin Powers, der sich für den geilsten hält. Aber sogar der hat am Schluss gecheckt, dass es nicht der Fall ist. Ja, das liegt daran, dass du eine Dame bist. Frauen finden es so allgemein angenehmer. Wie gesagt. Nein, Rainer. Nein. Rainer, es klingt, keine Dame findet das angenehm. Es klingt wie ein obszöner Anruf in der Nacht. Es klingt, als hätte die Frau einen Stalker, der sie um 3 Uhr in der Nacht anruft und sie geht ran und dann kommt, my honey. Das findet keine Frau auf dieser Welt geil. Ich würde sogar sagen, kein Mensch auf dieser Welt findet das geil. Sagt, das sehen Frauen alle oder viele so. Was ich ja gut finde, ist ja die Stimme von Die Stimme von, die Stimme von die Stimme von, jetzt geht's wieder nicht um Bumsen, dann wird jetzt wieder Cookie-Clicker gespielt und dann ist die Aufmerksamkeit weg. Dann braucht man für die Stimme von 5 Anläufe. Vin Diesel. Oh yeah. Er räuspert sich, so wie der Dirigent, der nochmal ganz kurz auf seinen Notenhalter klopft. Tipp, 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 tipp. Jetzt kommt sie, die große Performance. Es gibt die schlechten Tage. Und die legendär schlechten Tage. Ja, und dann gibt es die Rainer Winkler-Tage, die sind da nochmal unten drunter. Dies hier scheint so einer zu werden. Alles auf diesem verdammten Planeten will mich umbringen. Oh. Cringe-Alarm! Also zum einen die echte Stimme von Vin Diesel ist das natürlich nicht, sondern es ist die Synchronstimme von Vin Diesel. Dass er die Original noch nie gehört hat, freilich wissen wir ja, weil I speak English crap ist Ding. Aber Himmelzifix, was
was und warum? Glaubt er wirklich, dass es heiß und dass da die Michi ausläuft, als wäre ja gerade die Fruchtwasserblase geplatzt? Rainer, das Einzige, was da feucht wird, sind die Augen vor Tränen des Lachens, weil du die gerade zum absoluten Horst gemacht hast. Aber nee, Rainer meint, ey, ich packe jetzt mal meine Vin Diesel Stimme aus und My Honey und dann tropft die wie ein Kieslaster. Ja, genau so wird's sein. Und weiter geht's. Was macht ein Wikinger unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser? Was ein Wikinger unter Wasser? Das war aus Drachenzähmen leicht gemacht. Ja. Auch aus Kinderfilmen irgendwelche Lieder singen, das macht die Frauen, also das macht die heiß. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ja? Ja, keine Ahnung. Wenn ihr merkt, ihr seid beim Date und es schwankt so ein bisschen und ihr wollt die klar machen, singt was aus Findet Nemo oder sowas. Ne? Da springen die drauf an, aber sowas von. Ne? Oder gleich aus Shrek. Das passt dann zum Oger. Ne? Serie. Hast du eigentlich mit dem Nachbarskind alle Filme davon geschaut? Nein, Bärchen, ganz ehrlich, da ist wieder die Deutlichkeit, dass es ein Bärchen ist. Die richtige Frage von jedem normalen Menschen wäre gewesen, hast du sie eigentlich nur alle beieinander? Das wäre die Frage gewesen, die danach hätte wirklich alternativlos kommen müssen. Und sie sagt, ja, nee, okay, Drachenzähmen leicht gemacht, das ist das Thema, dann springen wir damit drauf an, dann geben wir ein paar Stichworte. Ja, dann kann er ein bisschen da schwadronieren und macht sie nur mehr zum Deppen. Und erzählt mir jetzt von Drachenzähmen leicht gemacht, wie ein Fünfjähriger, der das erste Mal gesehen hat. Die Filme glaube ich nicht, nein. Wir hatten nur den ersten Film geschaut und dann hatten wir wir hatten nur den ersten Film geschaut und dann hatten wir Ich mache auch oft M oder sowas zwischendrin. Ich merke das immer erst im Nachhinein, wenn ich es mir dann nochmal anhöre. Aber ja, das passiert. Aber nicht so, dass ihr einen kompletten total Gehirnausfall habt, dass ihr sagt, dann haben wir uns ey, Cookie-Klicker. Oder er hat schon wieder die Hand in der Hose, das kann natürlich auch sein. wir hatten den ersten Film geschaut und dann hatten wir Rainer, das hast du jetzt 4-mal gesagt. Wie hatten dann Dinger geguckt. die Dinger, ja Zeug. Die Serie. Auch nur die erste. Sind aber nicht über die erste Staffel hinausgekommen. Mhm. Boah, ich möchte gar nicht wissen, warum. Wir kennen alle. Komm. Boah. Sehr schade, wie das dann abgelaufen ist. Naja, das ist ihre Mutter. Ihr Schuld. Weiß ich nicht. Wessen Schuld das ist, wird wahrscheinlich ein Gericht entscheiden müssen. Das entscheidet dann ein Gericht. Wessen Schuld das war, dass ihr das nicht weitergeschaut habt. Sie hat ziemlich einander Waffel. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Kleine irgendwas zu ihr gesagt hat. Das will ich. Ja. Oh, jetzt los. Jetzt geht's los, euer. Es werden. Da, wo wir im letzten Ding aufgehört haben. Jetzt geht's wieder auf Mutter. Und auf die Kleine. Also die Mutter ist unzuverlässige Säuferin, zusammengefasst, ja? Die hat immer alle Latten am Zaun und ist sexuell vollkommen unberechenbar. Und die Kleine ist halt einfach dumm. Ne? Aber er hat nichts falsch gemacht. Ich ja gar nicht absprechen. Aber ich glaube nicht, dass das, was sie verstanden hat, das ist, was die Kleine gesagt hat. Glaubst du das nicht? Oder weißt du das nicht? Also, versteht's mir nicht falsch, also wenn er spricht es aus seiner Perspektive, laut seiner Aussage ist überhaupt nichts passiert, dann ist, ich glaube nicht, eigentlich doch die falsche Formulierung, oder? Weil, wenn da nichts passiert ist, dann müsst ihr es doch wissen, was die Kleine
gesagt haben kann. Weil die wird ja nicht, also die wird ja nicht sowas rausfantasiert haben. Versteht ihr, wie ich meine? Ich glaube nicht, ist da die falsche Formulierung, Rainer. Beziehungsweise die Kleine vielleicht was anderes gemeint hat. Puh. Ja, hohohoho. Jo, Opi. I give you right. Leck mich massiv am Arsch. Gehen wir gleich in die nächste Geschichte rein. Na? Ja, das müsste eigentlich passen. Ja, das wäre ja nur die Begrüßung. Ich hatte ja nicht vor, da gleich dich an Ort und Stelle zu vernaschen. Zumal dann auch. Oh, jetzt. Ja, das habe ich schon gehört. Oida, das ist maximal unangenehm, Leute. Das ist maximal unangenehm. Hier, John F. Kennedy, bitte hier dieses Video auf jeden Fall auf deinem Kanal hochladen. Es kann gut sein, dass das weggemeldet wird. Weil, schwierig. Schwierig. Also, wir sind jetzt von dem Thema mit der Kleinen Gott sei Dank weg. Aber wir sind bei einem auch sehr unangenehmen Thema. Und zwar, Rainer fantasiert, was er damit mit dem Bärchen tut, wenn es kommt. Der Uwe wahrscheinlich was dagegen hat. Klar, ich begrüße dich und dann ziehe ich dir gleich mal das Höschen zur Seite und stecke ihn direkt rein und Uwe, so wie ich dich ordentlich da mitten im Gang, am besten noch mitten in der Taverne schön nehme, weißt du, auch noch im Stehen, schon in der Mitte von der Taverne. Rainer, du kannst nicht eine Minute stehen, ohne dass dir die Haxen wehtun. Wie stellst du dir das vor? Rainer, die einzige Möglichkeit, wie du zum Akt überhaupt noch fähig wärst, ist, wenn du die so auf den Rücken legst, am besten so, dass, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, dass genug Platz ist, dass man das alles so auf die Seite. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ne? Im Stehen schon dreimal nicht, Rainer. Schon drei. Und ganz ehrlich, wer sagt sowas? Wer sagt sowas? Ganz, wenn du wirklich, wenn du heavy drauf bist, dann kannst du sagen so, ja, und es ging vorher schon ums Snooze-Nu-Thema. Dass man dann sagt, ja, nee, ich werde es ja wohl kaum in der, hier direkt unten in der Taverne machen. Aha, Witz beendet. Wenn die auch auf so einem Humor steht und man weiß, ist okay. Aber alles darüber hinaus ist, also das ist schon zu viel für 90% der Leute und alles darüber hinaus ist einfach vollkommen inakzeptabel. Dass auch ja jeder alles sieht. Der macht höchstens noch mit. Schön von der anderen Seite noch mit reinstoßen. Passt doch. Man merkt wieder, Rainer hat einfach. Ja, Rainer hat sich seine eigene Vorstellung von Sexualität mit übertriebenem Pornokonsum zusammen mit geringem Intelligenzquotienten komplett vernichtet. Ich glaube, Rainer ist genauso wie auf seinen Animes hängen geblieben ist, die ja mehr oder weniger für ihn auch die Realität sind. Es ist ja alles wie im Anime. Deswegen ist auch alles so wie im Porno. Also sein Leben ist wie das von irgendwie One Piece oder wie es nicht alle heißen. Und aber auch, und sein Sexualleben ist so wie im Porno. Und zusammen ist alles wie im Hentai. Und, keine Ahnung, wenn bei der Alten unten keine Tentakel rauskommen, dann ist es schon langweilig. Rüde. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie komme ich auf die Idee, dass das etwas ist, das akzeptabel ist, dass ich der Mulle sage, die ich noch nicht einmal getroffen habe, die sich da auf den Weg zu mir macht. Keine schöne Vorstellung. Nein, Rainer, für niemanden. Nein, nicht wirklich. Du kommst immer auf Gedankenspiele. Einfach unglaublich. Irgendwie glaube ich dir nicht, weil dann würdest du ja empörter reagieren und nicht so amüsiert. Rainer, nein heißt nein. Wenn sie sagt, nee, das ist keine schöne Vorstellung. Nein ist keine schöne Vorstellung, Reini. Moment mal.
du drehst noch nicht komplett am Radl. Du hast mich noch nicht blockiert, dann findest du es anscheinend doch. Boah, Alter. Nein, Rainer. Nein. Nein, sowas finde ich gar nicht geil. Nee. Sowas geht gar nicht. Schade. Schade. Schade, sagt er. Er versucht nicht einmal, sich auf einen Witz rauszureden, sondern es ist jetzt schade, dass sie das nicht geil findet. Ah ja, kommst du mal zu mir ins ostdeutsche Hinterland, wo sie Fuchs und Haas gut Nacht sagen, und dann kann ich, der 250 Kilo Oger und der alte Alkoholiker-Nazi, bei dem ich wohne, können wir nicht double tappen. Geil? Nee, ich glaub dir nicht. Was soll das? Echt nicht? Nein, wirklich nicht. Echt? Jetzt fragt er zum 3. Mal nach. Sage ich doch. Okay. Schade. Rainer, sie hat jetzt 3 Mal gesagt, dass sie es nicht geil findet. Dann lass es doch jetzt gut sein. Also ganz zu schweigen davor, dass du das überhaupt niemals hättest anfangen sollen, dieses Thema. Aber spätestens nach dem ersten Mal, ich finde das nicht gut, hättest es droppen müssen. Rainer, du bist ganz tief in der Scheiße gerade. Hattest du sowas überhaupt schon? Nein, und das möchte ich auch gar nicht. Ich finde das einfach nur absolut ekelhaft. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sowas nie genau wissen kann. Diese plumpen Manipulationsversuche. Ihr kennt es von den Cola-Bärchen-Leaks. Ihr kennt es von den Cola-Bärchen-Leaks. Diese plumpen Manipulationsversuche. Ja, woher wirst du wissen, dass du es nicht geil findest, wenn du es noch nie probiert hast? Ja, bei manchen Sachen kann man sich schon sicher sein. Ne, es gibt ja hier diese Natur-Kaviar-Szene, das habe ich auch noch nie probiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das auch nicht gefallen würde. Und deswegen mache ich das nicht. Ne? Ich muss das nicht ausprobieren, um zu wissen, dass es mir nicht gefällt. So viel Vorstellungskraft habe ich dann schon. Ich habe auch früher viele Sachen für unmöglich gehalten oder ungeil gefunden. Und nachdem ich sie dann mal probiert habe, sahen sie ganz anders aus. Rainer, was hast denn du schon probiert? Rainer, die Dinge, die du bisher probiert hast, die haben wir alle gesehen in deinen Schmuddelvideos. Und das war's. Mehrer war's nicht. 34 Jahre, fast 35, ungebomst, erzählt dir was von, boah, du musst offener sein und mehr Sachen ausprobieren. So ungefähr, dein Leben zieht an dir vorbei und du wirst es später bereuen, wenn du es nicht gemacht hättest. Plump ist hin Manipulationsversuche. Und er hält sie da für den großen Puppenspieler. Ja, und dann. Das hältst du im Kopf nicht aus. Kommt da noch was? Nein. Okay, wir sind jetzt gerade bei 40 Minuten. Ich weiß, ihr wollt immer lieber die längeren Videos. Ich mache jetzt hier kurz Pause. Sucht das nächste Video raus. Dann kriegt ihr jetzt 2 Teile blaue Eierbärchen in einem. Eine Sekunde, wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt den Anfang von dem Video weggelassen. Da geht es jetzt um die 18-Jährige, die ihm nochmal geschrieben hat, so ein bisschen mehr Details von dem, was da in der Nacht angeblich passiert ist. Ich habe zu dem Thema alles gesagt. Also, ne? Das Szenario deckt sich mit sehr vielem von dem, was wir von anderen Pärchen und anderen Frauen vor allem, die Kontakt zu Rainer hatten in den letzten 12 Jahren, gehört haben. Aber auch hier, wie gesagt, die hat gesagt, sie hat ihn angezeigt, wird das ein Gericht entscheiden müssen. Ich weiß nicht, wie viele solche Anzeigen es braucht, bis dann ein Gericht endlich einmal sagt, ja, nee, irgendwie ist das dann nimmer im Zweifel. Ne? Also das ist halt schwierig, weil in solchen Situationen immer Aussage gegen Aussage steht. Ne? Die sagt,
das hat er gemacht. Er wird sagen, das hat er nicht gemacht. Das Kind kann man nicht befragen, weil es zu klein ist. Wohingegen das Kind von der Nachbarin kann man befragen. Ja. Wir gehen jetzt in die Szene rein, wo er jetzt wieder mit dem Blaueibärchen redet und da geht's jetzt mal wieder. Wir hatten das schon mal, ich glaube, ich habe es auch schon mal behandelt. Um die 7 Todsünden. Und schauen wir mal, was der liebe Reini da so dazu zu sagen hat. Aber vorher, zweites Video, zweite Nussecke. Grüße gehen raus an Ani. Let's fetz. Was passiert eigentlich, wenn man sämtliche Todsünden in sich vereint? Ja, dann wird man Rainer Winkler genannt und wächst in Altschauerberg im schönen Mittelfranken auf. Dann wirst du zum Herrscher der Seven Deadly Sins. Ich weiß, worauf er da hinaus will. Liebe Grüße gehen raus. Ein sehr lieber Freund von mir hat mir diesen Anime auch schon mal empfohlen. Wie gesagt, ich bin kein großer Anime-Fan. Ich habe 2 Folgen davon gesehen oder waren es 3, bin mir nicht sicher und habe es dann bleiben lassen, weil ich es ekelhaft fand. Also manche Sachen davon fand ich ekelhaft. Der Hauptprotagonist irgendwie irgendwelchen Girls in dem Anime, die mit kurzem Rock rumlaufen, irgendwie dann da unter den Rock langt und das lustig findet. Das ist so das, wo ich glaube, dass Rainer seinen moralischen Kompass her hat. Und wir sind wieder in diesem, ne, wie im vorherigen Ding auch, dieser vollkommene Realitätsverlust, dieses, die echte Welt und die Realität sind so scheiße, dass man sich einfach in diese Anime- und diese Pornowelt flüchtet und sich das als echtes, wirkliches Leben herbeifantasiert, damit man nicht realisieren muss, wie erbärmlich man die eigene Existenz selbst verhunzt hat. Und ja, dieses 7 Todsünden-Thema, weiß ich nicht. Wenn ich da Bock drauf habe, irgendwas zu sehen mit diesem 7 Todsünden-Thema, dann schaue ich mir 7 an. Großartiger Film aus den 90er Jahre, hier mit Morgan Freeman und Brad Pitt und Kevin Spacey, glaube ich. Ganz großartiger Film. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Wer ihn noch nicht gesehen hat, holt's den nach. Und schaut euch nicht diesen Anime da an. Und lasst euch auch nicht von Reini irgendwas über die 7 Todsünden erzählen, weil wir wissen, wir sind es durchgegangen. Auch auf diesem Kanal schon. Und ist jetzt inzwischen auch privat gestellt, aber ich muss jetzt mal schauen, was ich jetzt noch wieder. Ich habe ein paar alte Videos wieder öffentlich gemacht. Aber ja, mit den 7 Todsünden, wir sind es durchgegangen. Wir wissen, die hakt er alle ab. Aber ausnahmslos hakt er die alle ab. Na, die Völlerei habe ich schon. Die Wollust Ja, El Cypris, Rainer. auch. Ja, auch das. Neid wird wahrscheinlich schwer für mich, weil ich Nein, Rainer, Neid ist überhaupt nicht schwer für dich. Rainer, du bist einer der neidischsten Menschen, die ich jemals erlebt habe. Du neidest jedem alles. Du neidest den Hatern, dass sie Mullen haben. Ne? Du beschimpfst die Partnerinnen von Hatern, wenn sie bei dir vor der Schanze gestanden sind. Du hast sie als Huren beschimpft, weil sie mit den Hatern zusammen sind und nicht mit dir. Du neidest Gronkh und iBlably und dergleichen ihre Reichweite und dass sie es tatsächlich geschafft haben, als Influencer erfolgreich zu werden. Du neidest es Ofi, dass er so viel Erfolg hat auf YouTube und so einen großen Kanal hat. Du neidest es allen Leuten alles. niemand bin, der andere Leute beneidet.
Ich brauch nicht nachschauen, ich weiß es auswendig. Ich wollte nur nicht, während ich die jetzt aufzähle, hier, ich glaube, ich ziehe mir gleich meine Hose aus und setze mich hier nackig hin. Nicht einmal da. Also erstmal sogar, wenn du es machst, juckt es keinen. Zweitens, bitte Notiz an Uwe, wenn Reini auszieht, Stuhl verbrennen. Und ich weiß nicht, ob ich die 7 Todsünden jetzt runterkriegen würde. Ich probiere es jetzt nicht, dann mache ich mir bloß lächerlich. Aber irgendeine vergisst man immer, oder? Obwohl, man muss eigentlich nur an Reini denken. Dann kriegt man die schon zusammen. Aber schauen wir mal. Was hältst du dann nicht davon, mal so aus Gag, einen Tag, wenn wir im Zimmer sind, einen Tag komplett nackig zu verbringen? Nee, Und wir sind schon wieder in diese dunkle Gasse in Reiners Gehirn abgebogen. Er kriegt das nicht hin. Er kann nicht einfach ein normales Gespräch führen mit dieser Person. Es geht immer nur um Snoo-Snoo. nee, da würde ich mich unwohl fühlen. Lass uns das einfach mal anschauen, wenn es soweit ist. Ey, Rainer, es ist eine ganz klare Antwort gewesen. Du fragst, was hältst du davon? Sie sagt, nein, da würde ich mich unwohl fühlen. In dem Moment ist das Thema vom Tisch. Ja, nee, lass uns mal schauen, wenn du da bist. Die 7 Todsünden. Hey, cool, ich habe den perfekten Bohrer bekommen. Nice. Die 7 Todsünden Jetzt wird schon wieder gedaddelt. sehen wie folgt aus. Es gibt den Zorn. Das kannst du nicht anhand der Seven Deadly Sins recht einfach aufnehmen. Ja, super einfach. Wenn man aber die Serie nicht gesehen hat, dann nicht. Also es gibt Zorn, das wäre Meliodas. Dann gibt es die Habgier, das ist der Fox in Barn, also ja, Barn halt. Dann gibt es die Trägheit, das wäre Grizzly Sin King. Alter, es ist wie ein, also vom Niveau her ist es wieder wie ein kleines Kind, das gerade irgendeinen Film gesehen hat und dann, oh, ich habe den und den Film gesehen, der war total toll und dann tut man als Erwachsener so interessiert, ja, Mike, super, worum geht's denn in dem Film? Ja, da ist der so und der kann das und das und der andere, der heißt so und der kann das und das und der so und so, die können das und die machen alle da und bla bla bla. Und du bist als Erwachsener da und nix und denkst dir einfach, keine Ahnung, was muss ich heute Abend noch einkaufen, sowas machen wir morgen zum Essen, ah ja. Und das erzählt der Mulle, um sie scharf zu machen. Während er da nebenher erzählt, dass er sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Shrimp aus dem Fettgebirge gräbt. Was ist los mit dem? Dann gibt es die Eifersucht, beziehungsweise den Neid. Das wäre Serpents in Diane. Dann haben wir ja schon 4. Ja, fehlen noch 3, Rainer. Das ist eine ganze Hand plus 2. Ne? Also du nimmst eine ganze Hand und den Daumen und den Zeigefinger von der anderen Hand auch noch, damit es für dich auch verständlich ist. Und dann 7. Die Nummer 5 wäre, Ja. jetzt muss ich kurz überlegen, die Völlerei. Warte. Völlerei, Habgier, Ich probiere es jetzt. Ich werde mich lächerlich machen, aber ich probiere es jetzt. Kein Experte, was das angeht, aber wir haben Völlerei, wir haben Habgier, wir haben Wollust, wir haben Neid, wir haben Zorn. Sind wir schon mal bei 5, habe ich schon mal mehr wie Rainer. 3, Habgier, Wollust, Zorn, Neid. Ich krieg sie auch nicht alle zusammen. Leute, helft mir. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich versuche es jetzt wirklich an dem Film 7 durchzugehen. Trägheit? Sind wir bei 6? Oder? Das war der Typ in 7, den sie dann im Bett gefunden haben. Ey, Full Disclaimer, ich habe jetzt nachschauen müssen. Die letzte, die mir nicht eingefallen ist, war Eitelkeit. My bad. Lust, Neid, Zorn,
Und Eitelkeit ist, glaube ich, die einzige, die er nicht hat. Obwohl, damals, wo er sich dann noch so aufgebrezelt hat, wo er sich die Haare blau gefärbt hat mit dem Irokesen und gemeint hat, wie geil er aussieht, doch irgendwie schon. Warte mal, ich habe es gerade falsch im Kopf. Also wir haben Meliodas, wir haben Ban, wir haben Merlin, Precision King. Dann fehlt eigentlich nur noch die Wollust, genau. Die Wollust ist der Gopher. Ich komme da immer durcheinander, weil ich immer nicht weiß, was ich zuerst gesagt habe. Also wir haben den Zorn, wir haben den Neid, wir haben die Wollust, wir haben die Völlerei, wir haben... Ja, Rainer, ich habe gerade gegoogelt. Du hättest auch googeln können. Auf 6 bin ich gekommen. Ja, Eitelkeit ist mir nicht mehr eingefallen. Aber nein, Rainer hat den Anime schon 50.000 Mal gesehen. Ganz ehrlich, wenn ich den Anime so oft gesehen hätte wie er, wüsste ich's. Wir haben den Neid. Dann fehlt nur noch... ich komme immer durcheinander, weil ich immer nicht weiß, was ich schon gesagt habe. Ja, Rainer, dann nimmt er vielleicht einen Zettel und schreibt da auf, was du schon gesagt hast. Wäre das eine Idee? Achso, das scheitert wieder am Schreiben. Ne? ADS, Legasthenie und so ein Scheiß. Ich müsste mit ihm... Warte, ich mache das ganz einfach mal. Ich will jetzt nicht nachschauen, ich will das aus dem Kopf machen. Ja, das ist jetzt wieder bezeichnend für Rainer und sein ganzes Leben. Er will jetzt nicht nachschauen, er will das jetzt selber machen. Er will jetzt nicht das tun, was ihm die anderen Leute empfohlen haben, was er tun sollte. Nein, er macht es auf seine Art und Weise. Auch wenn seine Art und Weise absolut kernbehindert ist und absolut gegen die Wand fährt. Wurscht, Hauptsache, er hat sein Ding durchgezogen. Das spiegelt wieder rüber auf seine komplette YouTube- und Influencer-Existenz. Das ist das komplette Ding wieder. Nein, ich will das jetzt aber so. Wie ein kleines Kind. Rainer, ich sag dir was, das ist auch der Grund, warum du als Influencer gescheitert bist. Es gibt genügend Dullis da draußen, die mit Dulli-Content tatsächlich Barne machen. Die wissen, dass sie eine LOL-Kau sind, sie wissen, sie können nichts anderes, aber sie sagen sich, scheißegal, ne, wird schon was. Aber wenn ich die jetzt immer aufzähle, dann denke ich immer, dann vergesse ich das immer, was ich schon gesagt habe. Deswegen mache ich es jetzt ganz einfach. Ich öffne mir mal gerade ein Programm. Also, Ich würde auch ein Programm öffnen. Das nennt sich Google Chrome. Dann öffnet sich die Google-Suche und da gibst du 7 Todsünden ein und dann kannst du ablesen. Perfektes Programm für dein Problem, Rainer. Aber das ist halt einfach, wenn du die Problemlösung einfach suboptimierst, egal in was. Zorn, Neid, Schaut euch das an. Wollust. Schaut euch das an. Es ist hier, leuchtet mit der Taschenlampe in die Ecke bei diesem Spiel, keine Ahnung. Und er macht es von Minute 6 bis Minute 11. Sitzt er da? Ja, also die 7 Todsünden, ich weiß es nicht, weil ich habe ja den Anime nur 300 Mal gesehen, aber das sind jetzt hier, nee, ich muss das selber wissen. Ich bin schlau, ich kann das. Ist er da wirklich? Ist er da wirklich 5 Minuten lang am Stissel, ohne auf die Idee zu kommen zu sagen, nee, ich google das jetzt einfach mal. Vor allem, er wollte ja über die 7 Todsünden reden und die Aufzählung der 7 Todsünden ist ja eigentlich mehr oder weniger bloß so ein Werkzeug gewesen, um dahin zu kommen, was er eigentlich sagen wollte. Er hat ja angefangen mit, ja, wenn irgendjemand alle 7 Todsünden vereint, was wäre dann mit dem? Und ab da hätte er jetzt irgendeine Theorie aufgestellt.
Er hat jetzt die 7 Todsünden praktisch bloß als Werkzeug gebraucht, um da seinen geistigen Dünnschiss fertig zu fabrizieren. Deswegen wäre es auch vollkommen legitim gewesen, die jetzt einfach kurz zu googeln und zu sagen, ja, nein, so und so, genau. Und wenn das jemand ist, dann wäre das so jemand wie du, René. Hier, da war eine Fliege. Die Haterfliege. Ich finde es schön, dass die mit umgezogen ist. Ich stelle mir vor, die hat ihn die ganzen Jahre jetzt begleitet. Die ist mit ihm aus der Schanze raus in den Ranger rein. Und dann die ganzen Zugfahrten war sie immer mit dabei. Die Haterfliege. Ja, wisst ihr, wenn beim Kackduschen bei Reini was unter die Fingernägel hängen bleibt, dann der schläft mal wieder einem Zug, dann kann sie sich bedienen. Ne? Die Haterfliege. Die wird niemals hungern müssen. Ja. Also pass auf. Zorn ist Melioda. Aufpasse! Das Neid ist Diane. Wollust ist Gopher. Habgier ist Habgier ist der Bahn. Da gibt es noch die Völlerei. Das wäre Merlin. 2, 3, 4 Stück habe ich. Ne, Quatsch, 1, 2, das sind 5. Dann gibt es noch den Hochmut. Okay, warte kurz. Meliodas, Diane, Gopher, Bahn. Vor allem, ich weiß nicht, höchstwahrscheinlich hat die Mulle diesen Anime nicht gesehen. Ne? Ansonsten würde sie mir vielleicht helfen oder so, ich weiß es nicht. Aber wie schnell schaltet ihr ab und verliert das Interesse an einer Konversation und damit auch an der Person, die diese Konversation gerade pusht, wenn die euch einfach gottlos zulabert über irgendeine Scheiße, die ihr nicht kennt und die euch einen feuchten Dreck interessiert? Ich könnte jetzt, und ich bin mit meiner Mutter jetzt lang genug zusammen, die hört sich manchmal von mir auch Scheiße an, die sie nicht interessiert. Und ich finde das sehr gut von ihr, weil manchmal habe ich das Bedürfnis, über Dinge zu reden und sie sitzt dann da und sagt, ja, cool. Mhm. Die plant im Kopf auch, was sie am nächsten Tag macht. Ne? Aber die macht das, weil sie weiß, es macht mich glücklich, wenn ich sie erzählen kann. Ne? Aber wenn du einer wildfremden Person irgendwas von irgendeinem Anime verzapfst, über die 7 Todsünden, wo sie keine Ahnung davon hat, was ihr massiv am Arsch vorbeigeht, und du stammelst dann da 10 Minuten irgendeinen Bullshit hinüber und droppst einfach irgendwelche Namen aus diesem Anime, mit denen die Person überhaupt nichts anfangen kann. Und du glaubst, das macht sie heiß, die Michi. Das macht sie feucht. Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, wann die dem die Lobotomie verpasst haben, aber da muss doch irgendwo ein massiver Schaden sein, oder? Warte. Ich bin im Kopf gerade so durcheinander, weil ich gerade so viele andere Sachen wieder im Kopf habe. Nein, Rainer, du bist im Kopf durcheinander, weil du einfach nicht genügend Arbeitsspeicher in der Rübe hast. Rainer, du bist im Kopf durcheinander, weil du unterdurchschnittlich intelligent bist und dein Kopf nicht in der Lage ist, die Rechenleistung zu erbringen, die du gerne hättest. Ne? Einen Rechner kann man aufstocken. Eine Birne leider nicht. Da musst du damit lernen, umzugehen. Wenn ich ein Game unbedingt spielen will und mein Rechner packt das nicht, dann muss ich einen Rechner aufstocken oder muss man einen neuen kaufen. Wenn ich aber zu blöd für irgendwas bin, dann tut's mir leid, dann
habe ich halt verschissen, dann bin ich halt einfach zu blöd dazu. Dann sollte ich mich vielleicht auf die Dinge beschränken, die ich kann. Fressen nö, daddeln nö, wichsen nö. Obwohl, daddeln nö kann er nicht. Fressen nö, wichsen nö. Ich bin gerade durchgegangen, deine Kernkompetenzen sind nicht sonderlich weit gefächert. Also, Meliodas ist Zorn, Neid ist Diane, Wollust ist Gopher, Alter, ich habe Habgier gerade ist getrunken, sonst hätte ich Gopher gesagt. Ich weiß inzwischen sogar, dass das Gopher ist. Ne? Weil er es jetzt 100-mal gesagt hat. Bahn, die Völlerei ist der Rainer, King, Hochmut ist auch Rainer. ist der Lionson, Escanor. 4, 5, 6. Einer fehlt noch. Warte. Völlerei. Warte. Die Völlerei ist auf jeden Fall die Merlin. Wer ist bescheuert? Wer fehlt denn noch? Wir haben den König der Dämonen. Der Rainer, der Rainer, der Rainer, der Wir Rainer, haben der die Rainer, der Königin der Rainer und der Rainer. Riesen. Wir haben den König der Feen. Wir haben den König der Menschen. Wir haben den König der Zauberer. Wir haben den Verstorbenen. Hä? Wer ist bescheuert? Wer fehlt denn noch? Muss ich doch nachgucken. Irgendjemand fehlt noch. Ich habe doch alle. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind aber nur 6. Ja, Rainer, Spoiler-Alarm, dann hast du sie nicht alle. Gut, du hast sie sowieso nicht alle. Also das, ne? Aber die hast auch nicht alle. Warte mal, wer fehlt denn jetzt hier? Das hier ist Meliodas. Das hier ist Diane. Das hier ist Gopher. Bahn. Das sind ja nur 6. Nee, warte. Ja, genau. Rainer, es sind nur 6. Der Fehler kann nicht bei dir liegen, sondern die Typen, die den Anime gemacht haben, wo es um die 7 Todsünden geht, haben aus reiner Dummheit nur 6 Charaktere reingebaut. Du bist nicht daran schuld, dass du jetzt nicht darauf kommst. Die haben halt einfach zu wenig Charaktere reingebaut. Ist das, was du uns gerade erzählen willst? Ey, diese Gedankengänge sind schon wieder so vielsagend. Ja, nee, ich habe plus 6 gezählt, dann sind es auch plus 6. Da liegt die Bibel halt einfach falsch. Ne? Da fehlt der Ding. Der Ding. Deswegen sind das nur 6 auf dem Bild. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt sind es alles 7. Also, Ja, genau. Ja, warte mal. Ich schau die Scheiße jetzt mal nach. Hier jetzt bei Google mal kurz eingegeben: 7 Deadly Sins Anime Characters, Bildersuche. Auf den meisten Bildern sind sogar mehr als 7 Charaktere drauf. das ist er. Das ist sie. Das ist er. Jetzt halt das erste nach Geschlechtern ein. Oh Mann. Zorn, Neid, Habgier, Völlerei, Wollust. Ach so. Nee, der König der Feen hat gefehlt. Trägheit. Naja, weißt doch warum? Weil Trägheit und Füllerei so nah beieinander ist. Nein, Rainer. Das ist überhaupt nicht nah beieinander. Das ist überhaupt nicht nah beieinander. Klar, ich meine, wenn du irgendwann einmal 250 Kilo wiegst, du wirst es wissen, dann ist man immer so sportlich unterwegs. Ja? Und dann tendiert man eher dazu, länger sitzen zu bleiben. Aber jetzt mal, du kannst auch fürchterlich faules Stück Scheiße sein, ohne dich den ganzen Tag voll zu stopfen. Ne? Wenn ihr euch bei 7 erinnert, der Trägheitsdude, der war definitiv nicht fett. Ja? Ja, und die. Okay, schauen wir mal. Ich suche euch schnell die nächste Szene raus. So, also es geht darum, wie Rainer sich selber einschätzt, was die ganzen Todsünden angeht. Und Ofi blendet eine Liste dazu ein.
Also die Trägheit trifft auf mich auf jeden Fall zu. So richtig, du bist stinkend faul. Die Völlerei definitiv auch. Das sieht man dir an, Reini? Ja. Hochmut, Auf jeden Fall. Ich bin das höchste Wesen. Ich habe die Macht. Ihr werdet mich nie besiegen. Easy. ja, nee, nicht wirklich, denke ich. Ein reiner Hochmut kommt oft vor dem Fall. Ich erinnere dich an die Szene, wo du in der Schanze gesessen bist, wo die Leute dir das Kabel da durchschneiden wollten und du gesagt hast, ihr seid so dumm, das Kabel, da war überhaupt nichts mehr dran, wenn ihr mir irgendwie das Internet zwacken wollt, dann müsstet ihr den Verteilerkasten kaputt machen, babam, haben sie es gemacht. Letztes Jahr im Dezember, wo du gesagt hast, nächstes Jahr, was da auf die Hater zukommt, die habe für immer ausgesorgt, babam, Bürgergeld. Du hast, Hochmut kommt immer sehr, 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 sehr kurz vor dem Fall. Und bei dir im Besonderen. Weil ich halte mich jetzt nicht für den Größten. Doch, Reini, du hältst dich auf jeden Fall für den Größten. Ja, Ovi blendet es ein. Ovi blendet es ein, ihn hier. Was zukommt. Oder besser gesagt, ich weiß, was im neuen Jahr auf die Hater zukommt. Nur so viel. Ich werde vermutlich den Rest meines Lebens ausgesorgt haben. Und wenn man sich. Ja, da hat er wieder eine absolut manische Phase gehabt. Ne? Und jetzt vergleichen wir das mit dem, wie es heute ausschaut bei ihm. Ne? Ne? Alles andere als habgierig. Neidisch bin ich auf jeden Fall. Habgier, ich bin eigentlich alles. Und weiter geht's. Wollust auf jeden Fall. Ja. Braucht man nicht reden. Rainer, das hast selbst du gecheckt. Ich verstehe bloß nicht, warum du nicht den richtigen Schluss daraus ziehst. Rainer, bei dir ist es krankhaft. Ich meine, klar, es gibt ein paar Leute, die irgendwie asexuell sind oder sowas oder mit denen irgendwas nicht stimmt oder die schlechte Erfahrungen gemacht haben und deswegen keinen Bock mehr auf Bomsen haben. Aber sind wir ehrlich, jeder will Bomsen. Ne? Der Sexualtrieb ist ein ganz natürlicher Trieb, den hat jeder von uns. Und irgendwo zieht jeder anders die Grenze, aber irgendwo ist eine Grenze, ab der es irgendwie krankhaft wird. Rainer, da brauchen wir bei dir nicht mehr reden. Da ist die Grenze weit überschritten. Das ist jetzt nicht, wo wir jetzt gerade bei der Europameisterschaft zum Beispiel sind, das ist jetzt nicht sowas, wo es eine ganz, ganz knappe Abseitsentscheidung ist, wo du dann dieses Bild siehst mit dem Schnitt durch, wo dann bloß, irgendwie, keine Ahnung, der Ellbogen oder bloß die Spitze vom Fuß irgendwie im Abseits ist und deswegen ein Tor nicht gegeben wird. So Rainer, du stehst praktisch direkt im Strafraum, während die lange Flanke kommt, was Wollust angeht. Habgier, ich bin eigentlich alles andere als habgierig. Neidisch. Nein. Weil ich ihn mir leisten kann. Ne? Ich brauche mehr Geld hierfür und dafür. Bitte kauft mir Sachen auf Amazon auf meiner Wishlist. Mule, wenn du kommst, bring Zucker mit oder geh gleich zum Einkaufen. Neidisch bin ich auch nicht, aber Zorn. Doch, neidisch bist du wie Fick. Wir haben es vorher schon besprochen, warum. Ich bin nicht sehr oft. Also Ja, du bist nicht nur zornig, du bist cholerisch. Du bist ein irrer Choleriker, das ist das Problem. 1, 2, 3, eigentlich 4. Ich habe genau die dazwischen. Also ich habe den Zorn, aber nicht den Neid. Ich habe die Rainer, du hast sie alle 7. Wollust, aber Ich weiß nicht, warum Opi jetzt nicht die Häkchen hier hingemacht hat. die Habgier, ich habe die Völlerei, mich an meinem Essen, aber nicht den Hochmut und ich habe die Trägheit. Rainer, ich hätte gedacht, du isst gar nicht so viel. Und total gesund. Auf einmal hast du doch die Völlerei.
Weiß ich nicht, Rainer. Hast schon wieder vergessen, wie du uns belogen hast, oder? Ich bin genau zwischen denen. Also ich würde eine 1, 2, 3, ich vereine 4 der, 3, 4, genau, 4 der 7 Todsünden vereine ich schon mal in mir. Aber ich möchte weder habgierig noch träge sein. Rainer, du bist träge und habgierig sowieso. Ja, und wenn wir ehrlich mal sein. Ja, die Frage ist, ob man Es ist genau der Grund, warum ihn die Leute nicht mögen, ist, dass er eben diese Sachen alle in sich vereint. darauf jetzt stolz sein sollte. Naja, Wollust, es kommt immer darauf an, wie du die Wollust umsetzt. Ne? Wenn du jetzt jemand bist, der Irgendwelchen Bärchen, die er kaum kennt, über WhatsApp ganz widerliche Scheiße schickt und in der Regel sehr, sehr kurz nach der ersten Kontaktaufnahme irgendwelche Dickpics verschickt, ja, dann ist das problematisch, Rainer. so geil ist, dass er hergeht und alles und jedes, nichts und niemanden verschont und alles durchbumst. Ja, oder sich irgendwie einkeult, während eine wildfremde Frau im selben Zimmer mit ihrem Kind liegt. Wenn du sowas machst, dann ist schon krankhaft irgendwie. Weil es ihm halt nur um die eigene Befriedigung geht und jetzt aber nicht Rücksicht auf andere nimmt, Richtig, Rainer? dann ist die Wollust schon was Negatives. Ne? Weil Ja, richtig. das bedeutet, dass du auch Kinder, Tiere, Männer und Frauen, Große Wassertiere, Pferde, männliche oder weibliche. alles eben, Wollust Ja, eben. alles, was sich so auch durch deine Karriere, sagen wir es mal, gezogen hat. Also es ist schon sehr negativ behaftet eigentlich. Das trifft auf mich jetzt nicht so zu. Ich meine, Nein. Oh fuck. ich bin schon sexbesessen mit Männern und mit Frauen, aber halt alles bloß mit Erwachsenen natürlich. Ja, natürlich. Leider habe ich anderes gehört. Aber das kann man auch negativ auslegen, definitiv. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das. Digga. Nee, Digga, bin ich raus. Jetzt sind wir bei 1 Stunde und 13 Minuten jetzt knapp. Ich glaube, das ist eine gute Zeit für ein Video. Leute, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun will und noch ein Video machen. Ich überlege es mir jetzt. Erstmal sage ich, tun nicht, was Rainer tut und Medal off. Und vielleicht dann das gleiche im anderen Video.